Ein Pferdeparadies. Entstanden, weil eine junge Frau vor 5 Jahren eine mutige Entscheidung getroffen hat. In Empfang nimmt mich ihr Opa Walter. Guten Morgen. Wo ist die Annabelle? Beim Pferd. Ah ja, dann schauen wir da mal hin, oder? Zur Chefin, der 29-jährigen Annabelle Schnupp. Und was ist bei Ihnen heute schon los? Oh, Heu machen. Heu machen. Heu machen. Vielleicht 60, 70 Ballen. Aber um 3 Uhr kommt Heute? die... Nur heute? 60 Ja. Ballen? Großer, ja. Um 3 Uhr kommt die Presse. Hoffen, dass kein Gewitter kommt. Da haben wir ja heute was vor. Annabelle, hallo. Hi. Na? Ich habe schon gehört, 60 Ballen müssen wir machen heute. Da wird einiges auf uns zukommen heute, ja. Also ist das ist sportlich oder ist das so Daily Business? Also ich weiß nicht, ich glaube, es sind eher 90 Ballen. Aber ja, nee, Daily Business ist es eigentlich nicht. Das heißt, heute nicht lange schnacken, sondern anpacken. Genau, der Opa war schon fleißig, hat schon die ersten Pferde raus. Ja? Und da machen wir jetzt gleich weiter. Okay, gut. 22 Pferde sind hier insgesamt untergestellt. Die Besitzerinnen und Besitzer kommen nur zum Reiten und Pflegen. Die komplette Versorgung übernimmt das Team vom Wageshof in Ostheim vor der Rhön. Vor 5 Jahren hat Annabelle, eigentlich gelernte Industriemechanikerin, den Bauernhof von ihren Großeltern übernommen und ihn zur Pferdepension umgestaltet. Mit Pferden kannte sich die passionierte Reiterin aus, aber einen Hof managen? Braucht es da irgendwie eine gesunde Portion Selbstvertrauen? Braucht es da Übermut? Braucht es da Naivität? Was? Also ich nenne es immer naiven Optimismus. Ich stelle mir viele Dinge einfach erstmal viel einfacher vor, als sie dann sind und sage dann oft, oh, hätte ich das vorher gewusst. Am Ende muss man sagen, habe ich es eigentlich auch vorher gewusst, aber dachte, naja, das wird schon werden. Und der Opa, ich habe es wirklich, am Anfang habe ich immer so einen Plan gebraucht und so und alles musste ganz fest sein. Und der Opa hat dann immer gesagt, ist der Plan auch gut gelungen, verträgt er doch Veränderungen. Das ist jetzt so eigentlich mein Lebensmotto geworden. Dem Hof hat Annabelle einen neuen Namen gegeben: Wageshof. Darin stecken nicht nur die Namen ihrer Großeltern Walter und Gertrud, sondern auch ihr Motto: Wage es. Nicht nur für sie war die Hofübernahme ein mutiger Schritt. Es ist erst mal ein Stück Unsicherheit da, ne, ob sie es wirklich schafft. Dann haben wir gesagt, wir sind halt nur schon verhältnismäßig alt. Wir müssen fit bleiben, dass wir ihr lang helfen können, ne, weil die anderen alle verstreut sind. Und es hat auch bis jetzt ganz gut geklappt. Und sie hat sich jetzt auch gut gefestigt hier und weiß, wie es läuft und was sie machen muss und was sie kann und was nicht. Ne. Wie es läuft, das hat Annabelle schon früh mitbekommen. Einen Großteil ihrer Kindheit hat sie am Hof verbracht, zwischen Schweinestall und Feldarbeit. 2 eigene Pferde gab es damals auch schon. Und so beginnt Annabelle früh vom eigenen Pferdehof zu träumen. Man denkt halt immer, wow, cool, man hat jetzt seinen eigenen Ponyhof. Geil, es wird alles total amazing und rosa-rot und Wendy live. Und am Ende ist man halt, sorry, am Scheiße schippen, ne? Also so, du machst einfach den ganzen Tag Scheißarbeit, aber es macht einen wahnsinnig glücklich am Ende, ne? Strick niemals um die Hand weg, am besten in eine große Schlaufe. Genau. Und dann eine Hand breit unten drunter, der Öps hat wie immer keine Zeit zum Warten. Und dann in Engstellen immer vorne weglaufen. Okay. Am besten, du gehst noch mal mit rein, kurz in die Box, dann kann der Öps nämlich vorbei und ich hole ein anderes Pferd und du läufst mir dann hinterher. Okay, gut, so machen wir es. Ja. In der Industrie hat ja der Sinn der Arbeit oft gefehlt. Das ist heute mit der Verantwortung für die Tiere und 30 Hektar Landwirtschaft ganz anders. Die Arbeit auf dem Feld erledigt zum Großteil immer noch der Öps, also Opa Walter. Heute muss er die Heuballen einfahren und das möglichst zügig, denn es sind eine Menge. Läuft es jetzt hier wie am Schnürchen? Alles wie er hofft? Ja, ich weiß nur, die Ballenzahlen nicht, aber ich denke, das passt so einigermaßen. Also wenn jetzt noch ein Gewitter kommen sollte, kein Problem mehr. Aber das kommt die nächsten 2 Stunden nicht, da haben wir sie daheim. Er behält recht. Kein Gewitter. 70 Ballen sind es insgesamt geworden. Die muss Annabelle jetzt mit Hilfe ihrer Oma in der Scheune verstauen.
Weil ihre Eltern mit ihren eigenen Berufen so eingespannt sind, ist sie froh, dass ihre Großeltern sie mit ihren 70 und 75 noch so gut unterstützen. Also das wäre tatsächlich nicht so schlecht, wenn du mal von der Seite ein bisschen gucken kannst, wie ich schwenken muss. Weil Ja. Das Stapeln ist Millimeterarbeit. Langsam. Gut, jetzt vorfahren. Hoch. Hoch. Noch eine Idee. Bisschen hochkippen vorne. Nicht mit der Ball gewackelt. Du musst runter, ein nach dem anderen. Es wird so nichts. ich probier's mal hin. Das Zusammenarbeiten im Alltag, wie gut klappt das bei euch? Das klappt schon ganz gut, ja. Für mich ist es, die eigenen Kinder, die sind so nah dabei. Und hier ist der Altersunterschied größer. Ich akzeptiere dann komischerweise ihre Meinung eher wie von meinen Kindern, muss ich sagen. Das ist irgendwie komisch. Aber es ist so. Das kann ich aber nur bestätigen, dass ich Oma und Opa auch tendenziell mehr glauben wie meinen Eltern. Oder jetzt, wenn meine Mom kann eigentlich im O-Ton von der Oma auch was sagen, da gehe ich eigentlich eher mal an die Decke, wie wenn die Oma was sagt. Es gibt schon auch Diskussionen, aber eigentlich kriegen wir das immer wieder hin. Es ist schön. Es ist einfach Leben da, es ist was genutzt, es ist was gemacht. Es ist nicht einfach nur tote Hallen da. Ups. Stell dir vor, du müsstest den ganzen Nachmittag mit dem Opa heute bei dem schönen Wetter auf der Couch sitzen, ne? Ja, oder spazieren gehen. Oder spazieren gehen, noch schlimmer. Das wäre noch schlimmer. Ja. Spazieren gehen oder dösen kommt nur für die tierischen Bewohner des Hofes in Frage. Aufgaben gibt es genug. Nicht nur im Stall, sondern auch direkt daneben. Hier gibt es eine Senioren-WG mit aktuell 5 Bewohnerinnen und 2 Bewohnern. Die Zimmer vermietet Annabelle, die Pflege übernimmt ein ambulanter Dienst. Ja, da bin ich zu Haus. So oft sie es schafft, kommt Annabelle zum gemeinsamen Ratschen und Singen vorbei. Dabei kommen heute Erinnerungen hoch. Ja, aber hart. Ja. Er ist hart. Ganz da stehen. Hast du auch Hunde gehabt als Schäfer Wolfgang? Ja. Oh, okay. Wind und Wetter Ja. ist schon nicht so einfach. Und das haben Sie Ihr ganzes Leben lang gemacht mit den Schafen? Das ist ein alter Brummbär, aber ein lieber Kerl. Ja, das wissen wir alle. So ist es, Ja, ne? ganz genau. Es ist ja so. Kommen Erinnerungen hoch, oder? Manchmal traurige Erinnerungen, oft sind es aber auch sehr schöne. Wenn Annabelle sich an ihr altes Leben zurückerinnert, dann sieht sie sich auf Vielseitigkeitsturnieren in ganz Deutschland teilnehmen. Dafür bleibt heute keine Zeit mehr. Mittlerweile kommt sie beim Reiten zur Ruhe und tankt Kraft. Vorletztes Jahr hat sie eine heftige Krankheit aus dem Alltag gerissen, Borreliose, ausgelöst durch eine Zecke. Ich hatte dann über ein halbes Jahr eine Hirnhautentzündung unbemerkt und das gipfelte dann eben in einer Trigeminusneuralgie, also Hirnnervenreizung und dann auch in einer Lähmung, also mein Gesicht war halb Seiten gelähmt und es waren Höllenschmerzen. Und durch die Hirnhautgeschichte war ich ja wie dement, kann man eigentlich fast sagen. Also es war kognitiv ganz, ganz schwierig. Also Merkfähigkeit, Kurzzeitgedächtnis, Konzentration war weg. Also weg. Es war echt schlimm. Was hat dir geholfen, wieder so gut dazustehen? Der Wille nicht aufzugeben. Es war, glaube ich, es war schon reine Willenssache, die richtigen Ärzte an meiner Seite zu haben, selber so ein bisschen umsichtig zu sein. Aber am Ende ist es, glaube ich, einfach der Wille, wieder gesund zu werden. Also mir wurde auch ein Schwerbehindertenausweis angeboten. Aber das wollte ich einfach nicht. Und dann einfach auch Geduld. Es hat mich unwahrscheinlich Geduld gelernt, dass einfach Sachen Zeit brauchen und dass man auch einfach so dieses Grundvertrauen nicht verlieren darf.
so dass einfach manchmal kommen einfach schlechtere Zeiten und dann werden aber auch wieder bessere kommen. Und man kann es nicht erzwingen. Seit es ihr wieder besser geht, nimmt sie neue Projekte in Angriff. Zum Beispiel kommt einmal im Monat eine Klasse der Herbert-Meder-Schule zu Besuch, einem sonderpädagogischen Förderzentrum der Lebenshilfe. Noch vor ein paar Wochen haben sich manche Schüler kaum aus dem Auto getraut. Heute sind sie voll und ganz dabei. Wie heißt es hier vorne? Das ist ein Kopfzopf. Schopf. Genau, super. Gut, schau hin, wo du hin willst. Tiergestützte Therapie, Naturheilverfahren und Psychotherapie will Annabelle in Zukunft in ihrer eigenen Praxis am Hof anbieten. Die Prüfung zur Heilpraktikerin und Verhaltenstherapeutin hat sie gerade erfolgreich abgelegt. Für die Zukunft träumt sie von Gesundheitsurlaub auf dem Hof oder einem Bauernhof-Kindergarten. Willst du hier alt werden? Ja, brauche ich gar nicht überlegen. Ich habe noch viele Pläne, wie alles so in Zukunft werden kann. Auf der einen Seite bin ich zufrieden, aber auf der anderen Seite treibt mich so ein kleines Männchen auf der Schulter an und sagt, das ist noch nicht genug, also da muss auf jeden Fall noch was gehen. Was auch immer da noch alles geht. So wie ich Annabelle kennengelernt habe, wird sie es tatkräftig anpacken. Getreu ihrem Motto: Wage es.